Bauer, jetzt hör mir halt einmal zu. Ja, Herrschaftszeiten! Wo ist denn mein Freund? Vorige Woche. Ich war gerade beim Ausgroßen. Da schafft mir der Theo an, ich soll's Kummet einfetten. Gerade wie ich damit anfangen wollte, schafft mir der Andreas so, ich soll mit ihm ins Holz hinausfahren, Holz aufrichten. Und? Was hast du da gemacht? Ja, ins Holz bin ich hinausgefahren. Also, nachher hat's ja passt. Ja, nix hat passt. Auf dem Weg dahin fängt mir der Theo ab und sagt, ich soll mit ihm ins Zug fahren, Balken auflegen. Ja, und? Was hast du da gemacht? Ich hab meine Kammer zusammengeräumt. Wer hat denn das geschafft? Der Bauer? Wer? Ja, der Andreas. Ja, Herrschaftszeiten, wo ist denn der Freund? Du, und dann schreibt mir der Theo, dass die Kaibe ausgekommen sind. Ich soll's wieder in den Stall eintreiben. Gerade wie ich das Kaibe treiben anfangen wollte, schreibt mir der Andreas, ich soll hinter das Haus kommen, Holz aufrichten. Hast du das dann gemacht? Nein, ich hab meine Kammer zusammengeräumt. Wer hat denn das wieder angeschafft? Der Bauer. Der Theo? Nein, der Andreas. Ja. Der Herrschaftszeiten, wie soll man sich denn da noch auskennen? Ja, es ist ja. Bauer, du kriegst doch das alles gar nicht mit, weil du die meiste Zeit im Wirtshaus hockst oder schlafst. Und jetzt hat er die Stasi auch noch hängen lassen, so kurz vor der Ernte. Wo ist denn die? Dabei hat uns ja schon der Hirs, der Beni und die Nieslauf gesagt. Ja. Wie soll man denn die Ernte schaffen? Viel zu dick, die Schalen, viel zu dick. Ja, Herrschaftszeiten, bin ich denn der Depp da? Wir brauchen unbedingt neue Dienstboten. Ach, so kann das nicht weitergehen mit denen zwei. Ich werd bei den Buben kaufen. Versprochen. Oh, mein Bauer. Was hast du, mein Bauer? Wenn ich sage, kauf mir die Buben, dann ist das ja so. Da bin ich gespannt. Solange das mit der Erbfolge nicht geklärt ist. Ah, da meine ich, wird das nix. Da kommen's. Jetzt kannst du gleich anfangen damit. Okay. Und ich hab dir gestern schon gesagt, dass die Leute Hexer machen und nicht erst morgen. Und ich hab dir gesagt, dass die Leute morgen zu machen ist und nicht schon heute. Buben, ich hab mit euch zu reden. Du hast da gar nichts zum Sagen. Ich bin doch der Bauer. Buben, so geht es nicht mehr weiter. Ich bin genauso der Bauer da. Buben, ihr seid euer Vater. Ich sag euch jetzt. Stasi! Ich brauch die Stasi. Stasi! Nein, ich brauch Stasi! Stasi! Jetzt hast du es ja aber gesagt, Bauer. No Wort. Buben, da rein, aber schnell. Jetzt wird's spitzen. Was ist denn los? Also, Buben, es passt mir auf. Ich brauch die Stasi. Wo ist denn die? Buben, Nein, ich brauch die Stasi. ich hab mit euch. Stasi! 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 Buben, ich hab mit euch. Stasi! So reden. Das war jetzt noch stärker wie vorher. Ich bin gespannt, wann's merken, dass die Stasi gar nicht mehr da ist. Glaubst du, dass wir die Dickschädel die ganzen Dienstboden verlieren? Oh, und was ist mit mir, Bauer? Bin ich kein Dienstbote? Ja, ein Drittelknecht halt. Hey, kannst du mir befördern? Zum Knecht oder zum Oberknecht? Also nicht, oder? Und das alles bloß, weil meine Herren Söhne, die Hundsbuben, die Miserablen, alle bei streiten. Nein, allerweil nicht. Wenn sie schlafen, dann sind sie ganz friedlich. Au! Herrschaftszeit. Jetzt hab ich mich geschnitten. Und das alles bloß, weil wir keine Macht mehr haben. Was machst du zu deinen Kartoffeln dazu? Milch, Käse, einen Topfen? Alle Dienstboden laufen uns weg wegen denen zwei. Mein Gott, nein. Na, müsstest halt du einmal ein Machtwort drehen. Ja, müssen die Ernte steht vor der Tür und... Und jetzt sag ich's dir zum letzten Mal. Es geschieht das, was ich sag. Du hast mir überhaupt nichts zum Anschaffen. Buben, Jetzt langt's mal aber dann. Mir gelangt schon lang. jetzt auf, ihr Sack! Was regst dich denn du so auf, Vater?
Wegen euch, 2 Streithansel, ist unser letzter Disput, die Stasi jetzt auch noch gegangen. Die kann doch nicht so einfach gehen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Natürlich geht es um wir. Und wundert das mich nicht. Da bist bloß du schuld. Ja, das sagt der Richtige da. Ruhe ist jetzt. So geht es nicht mehr weiter mit euch zwei. Ja, das sage ich schon lang, Vater. Das sag ich schon viel länger. Weißt du was? Du übergibst jetzt mir den Hof. Hey. Wenn, dann übergibst du mir den Hof, gell, Vater? Hey, ich bin der Ältere, mir steht dazu. Wir sind Zwilling und somit gleich alt. Und wen schon? Ich heiß wie der Vater und darum muss ich der Ältere sein. Du weißt genau, dass das nicht einmal die Mutter gewusst hat. Bloß die alte Hebamme. Und die ist kurz drauf gestorben. Ja, weil wir's die gesehen hat, da hat's den Schlag getroffen. Ruhe ist jetzt. Es ist im Augenblick vollkommen wurscht, wer von euch der Ältere ist und somit den Hof kriegt. Wieso? Das darf mich jetzt auch interessieren. Weil die Ernte vor der Tür steht und wir keine Dienstboten nicht haben. Hey. Und was ist mit mir? Ja, ist ja schon gut. Hab er bloß gemeint. Ihr seid schuld, dass er so gekommen ist. Ihr werdet seinen Ausweg finden. Aber Vater! Ruhe ist! Habt ihr einen großen Hunger oder langen die 4 Kartoffeln, die ich gescheit hab? Für mich brauchst du nichts herrichten. Ich geh ins Wirtshaus. Für dich. Bauer? Ja. Nein, ich meine den Andreas. Wieso? Was merkst du denn, hä? Langen die 1,5 Kartoffeln, weil jetzt war der von eurem Vater wieder übrig. Hab keinen Hunger. Was? Ja, Theo, dann kannst ja du 3 Kartoffeln essen. Meinst du, dass das da backst? Ich hab auch keinen Hunger. Und auch keinen Hunger? Ja, dann muss ja ich 4 Kartoffeln essen. Ha, hoffentlich platze ich nicht. Gibt's eine Arbeit für mich? Ja, das Ziel vom Hühnerstall, die schließt nicht mehr gescheit. Was? Das hab ich dir doch gestern schon angeschafft. Ja, das wollte ich ja machen. Aber dann hab ich mir mit dem Hammer auf den Daumen gehauen und aus was. Ja, dann tust du halt dabei die Sansen dingen. Das hab ich ihm auch schon geschafft. Vorgestern. Ja, das wollte ich auch machen. Aber dann hat mich der Andreas ins Wirtshaus geschickt, ich soll den Bauern holen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich räume meine Kammer zusammen. Ach, du da bleibst! Blasen. Ja, da lebt Lirten es sowieso nicht. Jetzt haben wir den Träg im Schachtel. Nicht mir. Du hast den Dreck im Schachtel. Als du mir den Sturschädel durchsetzen willst. Andersrum, wird für auch ein Schuh draus. Ein Schmarrn. Ich geh halt mit der Zeit. Mit der Zeit, das ist ein Schmarrn. Bruder, wir leben nicht mehr im Mittelalter. Wir schreiben 1910. Mein Gott. Bloß weißt du, wie du letztes Jahr zufällig im Mingertrum warst, einen Zeppelin gesehen hast. Ja, du, da hättest du dabei sein sollen. Da war ganz München auf die Füße. Bruder, wenn der Mensch fliegen soll, dann hätte er Flügel. Nein, bist du rückständig. Warum muss denn bei uns alles mit Gewalt auf einmal modernisiert werden? Hä? Weil das der Lauf der Zeit ist. Ach, Schmarrn. Schmarrn. Wenn's nach dir gegangen, müssen wir alle noch auf Pfahlbauten sitzen. Was sind Pfahlbauten? Du, nicht einmal das weißt. Du denkst den ganzen Tag über die Landwirtschaft nach und alles andere ist dir völlig wurscht. Depp. Rimpfig. Und wenn schon. Ich führe die Landwirtschaft so, wie ich es vom Vater gelernt habe. Und der hat es von seinem Vater gelernt. Und wir sind alle weit gut gefahren damit. Sonst wären wir jetzt nicht welche von den größten Bauern im ganzen Geil. Also, warum soll ich was ändern? Weil man sich die Arbeit viel leichter machen kann. Acke. Ja, freilich. Oder ist das Dreschen heutzutage nicht viel einfacher wie früher? Ja, das schon, aber... Ja, also, schau, und wenn erst einmal der neue Traktor da ist, So ein neumodisch Zeige kommt da nicht her. wenn erst einmal der neue Traktor da ist, dann der wir uns mit dem Pflügen, Ackern, Mahn und allen anderen auch viel leichter. Bruder, dann haben wir die Nasen vorn dran. Ja, das ist dir das Wichtigste, gell, ja. Aber du, was werden nachher aus die Leute, hä? Die haben ja dann keine Arbeit mehr. Ja, was werden nachher aus denen? Nein, das ist halt der Preis für den Fortschritt. Wir leben im Wandel. Ah, ein schöner Wandel, ja. Und wer ist schuld? Die Preisen. Wie hat der Großvater allebei gesagt? Burm, ich sag euch was. Wenn wir 1866 gegen die Preußen gewonnen haben, dann schaut es heute anders aus. Genau, weil die Preisen sind an allem schuld. Ja, der Großvater. War ein gescheiter Mann. Ja, das war er, ja.
Und er war für einen Fortschritt. Gell, der war doch nicht für einen Fortschritt. Ja, freilich. Er hat immer gesagt, Buben, wenn wir damals schon den einen Quarer gehabt hätten, dann. Ja, das schon, aber... Also, siehst du das? War er doch für einen Fortschritt. Ja, freilich, wo hätt's nie sonst her? Du traust auch alles so hin, so wie du das brauchst. Achtung, die Kramerin kommt. Was? Ja, ich hab's durch mein Kammerfenster gesehen. Sie kommt direkt auf unseren Hof zu. Oje, oje, nix mehr weg. Gehen wir durch die Küche, dann können wir hier raus. Grüß Gott beieinander! Ja, die Kramerin. Grüß dich. Kramerin, ich muss mich umziehen. Ja, ich muss mich auch umziehen, ja. Ja, und ich? Du bleibst da. Wie schaut's denn da bei euch aus, hä? Das war der Bauer. Der Theo, Nein, der andere. der Andreas, Nein, der andere. der andere. Genau der. Ja, wieso schmeißt denn der Kartoffeln in den Sturm auf den Boden? Ja, wegen seine zwei Buben. Wegen seine Ja, Buben? die alte Geschichte halt. Jesus. Werden denn die mir gescheiter, hä? Ich glaub nicht. Du bleibst da und rammst das zusammen, gell? Also, erstens einmal kann ich nicht und zweitens einmal ist das Weiberarbeit. Aha. Und weil ihr ja keinen Markt mehr habt, dann soll das liegen bleiben bis zum jüngsten Tag, oder wie? Richtig. Woher weißt jetzt du das schon wieder? Weil die Stasi gesehen hab, wie es auf die Buskutschen gewartet hat. Ja, jetzt sind wir rein in Männerwirtschaft. Schäfahrt. Ja, drum war's am gescheitsten, wenn der Bauer noch mal heiraten darf. Was? Der Alte? So alt ist der auch noch nicht. Geh, Kramerin. Seitdem sein Weib, Gott hab sie selig vor Edler ja gestorben ist, geh, da schaut doch der kein anderer mehr an. Mei, wir sollten heute ein bisschen dafür sensibilisieren. Was machen wir mit ihm? Sensibilisieren? Weißt du nicht, was das heißt? Nein, nicht direkt. Also pass auf, sensibilisieren heißt so viel, wie ihm für das andere Geschlecht wieder die Augen öffnen. Verstehst? Aha. Und wirst sehen, Maxl, hat der Bauer erst wieder geheiratet. Dann kehrt da auch wieder Ruhe ein auf dem Hof, verstehst? Meinst Ja, weil er wieder neuen Lebensmut kriegt und wieder selber mit zupackt. Na ja, und die Streiterei mit seinen zwei Buben, die ist dann bestimmt auch gleich vorbei. Verstehst? Aha. Und hättest du da schon eine im Auge, mit der, wo der Bauer sein Lebensmut wieder finden darf? Ja, freilich, mich? Aha. Glaub mir's, Maxl, wenn ich da Bayerin werd, dann herrscht da wieder Ruhe und Frieden auf dem Hof. Das glaube ich. Ja, dann kommt wieder Ordnung ein. Ja, endlich wieder. Du, aber ich mein, dass das schwer wird. Dass wir den Bauern für die sensibilisieren. Überhaupt nicht, Maxl. Ich mach dir einen Vorschlag. Aha. Du hilfst mir, dass ich da Bayerin werd. Und wenn ich's bin, dann bist du die längste Zeit Drittelknecht gewesen. Was schmeißt mich noch raus? Geh, woher denn? Du, das kann ja gar nicht, gell? Weil ich bin ja im Moment sozusagen Universalknecht, gell? Also alles in einer Person. Ein Schmarrn bist. Aber wenn ich da was zum Sagen hab, dann befördere ich dich zum Knecht oder zum Oberknecht. Ha? Was meinst du? Haha, das war schon was. Oberknecht Maxl. Das meine ich auch. Ja, aber wie sollen jetzt wir das machen? Das mit dem Sensibilisieren? Hey, du musst halt am Bauern so oft wie möglich, aber ganz unauffällig natürlich, gell, meine Vorzüge anpreisen. Aha. Ja, und die waren? Ja, also zuerst einmal mein Äußeres, klar. Klar. Dann meine Kocherei, weil Liebe geht ja schließlich durch den Magen, klar. Klar? Und dann natürlich Ja, deine inneren Werte, klar. ein Schmarrn, mein Geschäft. Was? Dein Kramerlohn? Nix Gramalon. Ich werde mich vergrößern. Ich mach einen Kolonialwarenladen auf. Geh, du schaust. Einen Kolonialhandel? Ja, verrückt. Bei uns in Hupfing. Na, da schaust du. Und wenn du mir hilfst, dann kriegst du von mir jeden Tag ein Zerrakillo. Ein Zerrakillo. Ja. Was ist denn das? Eine kleine Zigarren. Übermorgen am Montag, da kriege ich meine erste große Lieferung für meinen Laden. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja, und wenn du erst einmal verheiratet bist? Dann kriegst du von mir jeden Tag eine Zigarren. Ein Brasil. Bis an dein Lebensende. Hand drauf. Gut's. Gut so.
Aber versprechen kann ich da nix. Maxl, bist doch ein wiefes Bürschel, du machst das schon. Ha? Jesus, du bist ja alleweil, oder? Ja, aber ich bin schon wieder auf dem Sprung. Was gibt's denn heute zum Essen, hä? Ja, so wie es ausschaut, nix. Sag mal, was willst du überhaupt bei uns da? Ja, ich wollte euch ja nur sagen, dass ich meinen Kramerladen vergrößern werde und dass er meinen Kolonialwarenladen macht. Sagt's nix mehr, gell? Sauber, sag ich. Ja, da sagen wir nichts mehr. Aber ich gehe jetzt zum Wirt, weil ich habe einen Hunger. Ah, da geh ich auch mit. Was ist, Maxl, gehst du auch mit? Ja, das tat ich ja gern, aber... Aber, Na, erstens einmal bin ich gerade ein armes, kleines Knechtel und kann mir's Wirtshaus gehen nicht leisten. mei, du armes kleines Knechtel, komm, ich lade dir ein. Merci. Aber da war noch zweitens. Und das war? So wie es ausschaut, wird unser Heidi bald kalbern. Okay, das hat ja noch Zeit. Das sag ich auch. Auf geht's! Ja, ey, machen wir's. Ach so, ja dann, was ist Kramerin? Ah, Kolonialwarenhandlerin. Gehst du auch mit? Nein, ich hab doch keine Zeit, aber sag einmal, die Heidi, ist das nicht die Kur, die vor die Stierchen zu ihm So, jetzt schauen wir mal. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Und? Hast du jemanden gesehen? Hallo? Ist da jemand? Was ist denn da los? Und, Mutter? Ist wer da? Anscheinend nicht. Hallo? Da ist tatsächlich niemand da. Das kann doch nicht sein. Also, Haus und Hof verlassen und die Tür nicht abgesperrt. Also, das ist schon sonderbar. Vielleicht sind alle auf dem Feld? Nein, das glaube ich nicht. Also, schon langsam wird das aber schon ein wenig peinlich. Irgendjemand muss doch da sein. Hallo? Und aufgeräumt ist auch nicht. Aber schöne Kartoffeln haben's. Das muss man sagen. Aber eine schlechte Haushälterin. So wie die Kartoffeln schält. Wo sind Sie? Kommen Sie mal geschwind mit in den Stall. Da ist eine Kuh, ich glaube, die kälber grad. Was? Der komm, mach geschwind. Ich glaube, die braucht Hilfe. Jesus, Jesus, ich komm schon. Er will deine Fluren, mit deiner Städte und die Farben deines Himmels weiß und blau. Er will deine Fluren, mit deiner Städte. Trompetensolo! Ich möchte aber wieder ins Wirtshaus. Ja, geil. Aber spitz dich du jetzt geh mal runter da. Wir müssen futtern. Jawohl, wir müssen fahren. Wo sind denn die Rindviecher? Da sind sie ja. Hey, ist der beieinander? Wie viel hat der gesoffen? Jedenfalls mehr wie mir. Ich bin mir rett. Maxl! Was? Maxl! Was denn? Wir sind doch nicht im Stall! Nicht? Nein! Wo sind wir denn dann? In der Stumm! In der Stube. Genau! Maschi. Hey,
Geh weiter, geh weiter. Ich glaub, die wirst du drum müssen. Maxl, nicht schlafen, wir müssen fuhren. Maxl, nicht schlafen, wir müssen fahren. Jawohl, Bauer, ich komm schon. Maxl geht's jetzt. Ja, wir sind heute die lustigen Leute. Das kann sein. Wir sind halt wir drei Feste hingelaufen. Geh, Vater. Ui, der schlaft ja da. Moment, ja. Ja, was ist denn das da? Was ist denn was? Hat das da die Kramerin liegen lassen? Kolonialwarenhändlerin. Hat die so einen Hut aufgehabt? Hat die überhaupt so einen Hut aufgehabt, hä? Glaub ich nicht. Und einen Schirm? Glaub ich auch nicht. Nein. Auch nicht. Aha. Ja, was ist jetzt das? Was ist denn was? Ja, sag mal, die waren da grad vorhin noch da am Baum gelegen. Ha, das waren's. Hat die auch die Kramerin, Kolonialwarenkramerin. Händlerin, Händlerin. hat die zusammengerannt? Das glaube ich nicht. Gar nicht. Ja, wenn das nicht die Kuh Kolonialwarenkramerhändlerin? war, Ja. und wenn das da auch nicht ihrer gehört, dann muss das jemand anderes kehren. Dann muss es jemand anderes kehren. Aber wen? Mir. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, dass wir in Ihr Haus eindrungen sind, aber wir haben überall gerufen, aber das Haus war leer. Sind Sie der Bauer? Ja. Nein, das ist der Bauer, das ist der Vater. Das ist mein Bruder, der Theo, ich bin der Andreas. Hey, Vater. Vater, mach auf, ein Besuch ist da. Ja, da schau. Was ist? Besuch ist da, ja. Grüß Gott. Was verschafft uns denn die Ehre? Ja, also, ich bin die Walburga Fuchs und das ist meine Tochter, die Konstanze. Grüß Gott. Freut mich. Ich bin der Andreas Heisler und das sind meine zwei Buben, der Andreas und der Theo. Ja, wir haben uns schon bekannt gemacht. Wollen Sie sich vielleicht ein kleines bisschen niedersitzen? Hä? Okay, sehr aufmerksam. Mutter, ich schau noch mal schnell nach der Kuh, ja? Ist recht. Nach der Kur? Ja, eine Kuh hat gerade gelbert. Die Heidi? Das war doch noch viel zu früh. Das hat meine Tochter auch gemeint. Und drum haben wir geholfen. Hä? Meine Tochter studiert für Trainärmedizin. Aha. Ja, Sie können ganz beruhigt sein, es ist alles gut gegangen. Ja, ich schau noch mal nach, gell? Ja. Ja, und was führt Sie zu uns? Ja, also eigentlich wollten wir ja gar nicht zu Ihnen, sondern wir haben mit unserer Kutsche einen Achsbruch gehabt, gleich da drunten beim Bach. Nachdem wir uns keinen Rat mehr gewusst haben, sind wir daher zu Ihnen, um zu fragen, ob Sie uns vielleicht helfen könnten. Freilich helfen wir Ihnen. Wo wollen Sie denn hin? Nach Vogtereuth. Das ist nämlich mein Elternhaus. Ja, das werden Sie aber heute nicht mehr ganz schaffen. Ja, das habe ich befürchtet. Gibt's in dem Ort vielleicht einen Wagner? Ja, freilich, ein anderer. Ja, glauben Sie, dass der mir meine Achse richten könnte? Eine Axt? Nicht die meine. Die von meinem Wagen draußen. Ja, freilich. Warum nicht? Heute noch? Auf keinen Fall. Ganz, wen dann übermorgen? Weil heute ist ja schon uns. Und morgen ist ja einen ganzen Tag lang Sonntag. Und da tut der andere Wagner überhaupt nichts. Alles strenggläubiger Katholik. Und passionierter Frühschoppengeher. Da werden Sie wohl oder übel da bei uns im Ort übernachten müssen. Ja, das werden wir wohl müssen. Gibt's in dem Wirtshaus da ein Gästezimmer? Ja, normal schon, aber der baut gerade um. Ach, voll. Wissen Sie was?
übernachten Sie halt die paar Tage da bei uns. Wir haben gerade ein paar Kammern frei, dann gang das ganz leicht. Ja, das ist sehr nett von Ihnen, aber wir wollen Ihnen keine Umstände machen. So, also, es ist alles in Ordnung. Sie machen da keine Umstände, ehrlich nicht. Na, ich weiß nicht. Was ist, Mutter? Ja, der Herr Häusler hat uns gerade vorgeschlagen, dass wir so lange hier übernachten können, bis unser Wagen repariert ist. Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen. Gell, das sagen Sie auch. Also Sie schlafen heute Nacht bei uns. Also gut, wenn das wirklich keine Umstände macht. Na, gewiss nicht. Der Maxl, der zeigt dir nicht die Kammern, gell, Maxl? Hey, mach auf! Ich rein gleich mal Kommissar. Die zwei Damen, die übernachten heute bei uns. Du bringst das auf in die Kammern von der Stasi und der Leni. Servus. Von der Lassi und der Steni. Jawohl. Maxl, hey, da geht's in die Küche, komm. Da geht's auf. Marsch. Wenn die Damen mir bitte sehr folgen wollen. Abgeschossen ist, ich geh mit. Wo haben Sie Ihre Koffer? Noch im Wagen? Ja, und unser Pferd haben wir draußen anbunden. Ja, Burm, holt die Koffer und kümmert euch ums Pferd. Und dann müssen wir hingehen, im Stall. Stallarbeit? Ach, da können wir Ihnen gerne behilflich sein. Nein, das braucht's nicht. So, da geht's weiter, bitte. Danke. Ach so was, hä? Haben wir heute noch Schlafgäste? Lustig. Was? Ja. Wieso lustig, hä? Ja, schau, unsere zwei Mägde sind davon und jetzt haben wir wieder zwei im Haus. Okay, die sind doch keine Mägde, nicht. Du, die Junge, die studiert doch. Die kommen doch von der Stadt. Ja, da kannst du recht haben. Und wer recht hat, halt die Koffer auf geht's. Nein, Kim. Miteinander hat der Vater gesagt. Es ist mir wurscht, was der Vater sagt. Nee, aber jetzt Kim, bevor es dunkel wird. Du hast mir überhaupt nichts zum Anschaffen. Hey, ich bin da der Bauer. Ich bin da der Bauer. Du bist doch nicht der Bauer. Ja. Was ist? Die Damen warten auf ihre Koffer. Habt's gestritten? Ja. Nein, seid ihr blöd. Wieso? Weil ihr so nicht weiterkommt. Au. Wie meinst denn du das, hä? Das ist doch ganz einfach. Der Ältere von euch zwei soll einen Hof kriegen, oder? Ja. Weil man aber nicht genau weiß, wer von euch zwei der Ältere ist, muss man das Problem anders lösen. Und wie? Das darf mich jetzt auch interessieren. Man kann es ja zum Beispiel so machen, dass der gewinnt, der wo am meisten saufen kann. Da gewinne ich. Ja. Oder der wo als Erster heiratet. Der, wo als erster heiratet, hä? Der als erster heiratet. Das kann man zum Beispiel also machen. Oh, mei, ich war damit einverstanden. Ja. Also, der als erster heiratet, der kriegt einen Hof und der andere? Der verzicht drauf. Ah, so ist Ja. Also, gut schon. Ich muss nur mal fort. Ja, hier war noch was ganz was Wichtiges zum Erledigen. Und jetzt also, das Rennen ist eröffnet. Ja, sind die schon im Stall? Maxl? Theo? Andreas? Ja, sag einmal, was sind denn die? Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, die Damen. Schon so früh auf? Ja, natürlich. Ja, wir wissen doch, dass um 5 Uhr in den Stall gegangen wird. So? Ja, freilich. Ich stamm doch auch von einem Bauernhof. Okay. Ja. Und da wissen wir eben, dass es selbst am Sonntag eine Arbeit gibt. Ja, freilich. Ja, aber können wir uns vielleicht irgendwie nützlich machen? Im Stall vielleicht?
Nein, das kriegen wir schon hin. Wir müssen nur füttern, nicht melken. Gerade eine Kuh. Alles andere ist auf der Alm. Aber wenn Sie vielleicht ein Frühstück machen täten, hätten wir nichts dagegen. Ja, gern, Herr Häusler. Gut. Ja, da ist die Küche. Und da finden Sie alles. Und ich werde jetzt einmal die Buben raushauen. Ja. Gut, Konstanze, dann deckst du derweil einen Tisch und ich mache einen Kaffee. Gut. Wunderbar. Ja, sag einmal, so viel hast du gar nicht getrunken, gestern, dass du so beieinander bist. Nur 2 Maß. Oh, Bauer, bitte schön, schrei nicht so. Ich bin noch nicht tot. Oh. Was hast du gesagt? Du kannst doch nicht von 2 Maß so beieinander sein. Guten Morgen, Maxel. Oh, die schreien auch so. Morgen, Maxel. Gut geschlafen? Bauer, warum schreiten die eigentlich alle so? Nicht hinhocken, wir müssen in den Stall, auf geht's. Bauer, kann ich bitte meine Kammer zusammenräumen? Nichts da, Arbeit, das rückt dich wieder zusammen. Und wenn ich dabei stirb? Was? Theo, Andreas, wo bleibst denn? Ich glaube, Ihre beiden Söhne, die werden auch etwas Schwierigkeiten haben im Aufstehen, oder? Ja, das befürchte ich auch. Da müssen wir besser hingegangen, Maxel. Mach ich, Bauer, aber dann darf ich bitte sterben. Wissen Sie was? Ich helfe Ihnen geschwind. Nein, das kriegen wir schon. Geh, Maxel. Freilich. Also, ich mach die Hühner und der Maxel die Schweine. Da kann er wenigstens nichts falsch machen. Gell? Also von mir aus. Nachher übernehme ich die Rose. Jetzt sag ich wieder. Der Konstanze, magst du dabei weiter? Natürlich, Mutter. Aua. Ja, Zeiten, das war doch allerweit da. Ja, wo ist denn das, ha? Das war doch allerweit da, das Mankerl Fett. Da ist's ja. Aua. Tut dir was weh, Bruder? Du gemeiner Kerl, du gemeiner. Da redet der Richtige. Hat's die hingehauen? Gut. Nix gut. Ich hätte mir das Kreuz brechen können, so viel Schmierfett hast du unter der Froni ein Kammerfenster geschmiert. Bist ausgerutscht, ha? Haha, sehr lustig, ich hätte tot sein können. Ja, ich vielleicht nicht, ha? Du, mir hast von der halben Leiter runterlassen. Das hätte ich aber gern gesehen. Sagelt der die Sprossen noch, ha? Depp! Selber. Ruck. Oh mein, das ist ja leer. Und bist noch rein zu deiner Froni? Aha, wie denn, wenn's Hund weh tut? Depp. Selber. Und du zu deiner Traudel? Lustig. Ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich daheim war. Da war ich schneller. Ich hab's in einer halben Stunde geschafft. Und alles bloß wegen der Saubliden weg vom Maxel. Ich glaub, der ist gebrochen. Wie? Ja. Also mal schauen. Na woher? Da feint sie nichts. Alles in Ordnung. Ah, spitzt Was ist denn hier los? Guten Morgen. Guten Morgen. Tut Ihnen was weh? Mir? Nicht. Er, der hat sich am Fuß gebrochen. Was? Nein, nicht gebrochen, bloß verstaucht hab ich mir. Das ist halb so schlimm, das geht schon wieder. Darf ich einmal sehen? Nein, es ist wirklich nicht so schlimm. Ich würde ihn mir aber trotzdem gerne einmal anschauen. Darf ich? Ja. Sie müssen auch keine Angst haben. Schön, wie es meiner. Schließlich ist ja eine Verstauchung oder ein Bruch beim Mensch und beim Tier gleich. Besonders bei so einem Ochs wie dir. Tut das hier weh? Geht. Und das hier? Geht auch. Und das? Ein wenig. Also gebrochen ist er schon mal nicht. Gott sei Dank. Aua. Depp.
Sie haben vermutlich eine Distorsion des Sprunggelenks. Was hab ich? Was hat er? Nein, Start. Nein, Sie haben wahrscheinlich eine Verstauchung des Sprunggelenks. Ja, Sie werden den Fuß schonen müssen. Ach was, das geht schon wieder. Sie können natürlich machen, was Sie wollen. Aber ich an Ihrer Stelle, ich würde den Fuß hochlagern, ein paar Tage Ruhe geben und kalte Umschläge machen. Na, danke. Das passt schon. Aber ich muss jetzt an den Stall. Aua. Au, tut das weh, glaubst du? Jetzt, Bruder, sei brav und tu das, was die Frau Tierarzt sagt, ne? Ja. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Na, sehen Sie. Und glauben Sie es mir, in ein paar Tagen geht es schon wieder und dann sind Sie wieder voll einsatzfähig. Hm? Ich mache Ihnen jetzt gleich einmal einen kalten Umschlag. Danke. Ja. Das ist jetzt blöd. Jetzt kannst du überhaupt nichts arbeiten. Ja, saublöd. Und ist jetzt kurz vor der Ernte. Und andere Sachen kannst du überhaupt nicht tun, gell? Saublöd. Ja, saublöd. Das nennt man Pech, Bruder. Tut das wirklich so weh? Na, da ich sagen. So, das haben wir jetzt gleich. So. Wie ist Ihnen denn das überhaupt passiert? Ja, also das war so. Ja. Ja, also ich bin gestern. Ja. Gestern, da bin ich. Ja. Da hab ich. Ja. Hab ich eine Stirn übersehen und schon was passiert. Geh weiter. Da war es wohl sicher schon dunkel, oder? Ja, und wir? Gell, Bruder? Ja, ziemlich dunkel, ja. Ja, haben Sie denn schon einmal an ein Licht durch elektrischen Strom gedacht? Ja, schon, aber den gibt's bei uns da heraus noch nicht. Der kommt erst nächstes oder übernächstes Jahr. Ah, so, fertig. Ja, danke. Bitte, gern geschehen. Ah, und immer schön hochlagern, ja? Ja. Ja. Tut Ihnen denn auch irgendwas weh? Mir? Nein. Nein, ich hab mich gestern Nacht nur Ja. verlegt. Geh weiter. Ja, verlegt habe ich mich. Ja, mir geht's gut, gell, Bruder? Gut, dann kann ich ja jetzt mit dem Frühstück weitermachen. Ach, sagen Sie, gibt's zu der Kaffeekanne in der Küche auch einen Deckel oder gehört die so? Na, die gehört er so. Den hat die Stasi zusammengehauen. Stasi? Unsere letzte Magd, die ist gestern ausgestanden. Ach so. Doch einmal vielen Dank. Das ist wirklich geschwind gegangen. Sicher. So, ist ja jetzt auch da. Was ist? Wollt ihr heute nicht arbeiten, was? Mein Vater, von nicht wollen kann keine Rede sein. Ich kann nicht. Was? Ein Hax hat er sich verstaubt. Und jetzt kann er überhaupt nichts tun. Gell? Gar nichts. Ah, Was? Gar nichts. ja, ein paar Tage soll ich ein bisschen starten da. Mann, das Fräulein Konstanze. Naja, da kann man nichts machen. Nein, gar nichts. Ja, jetzt werden wir erst einmal frühstücken. Sie und Ihre Tochter sitzen am besten da, Frau Fuchs. Danke. So, da wäre jetzt schon einmal der Kaffee. Hab ich doch recht, Groher. Ein Bohnenkaffee. Gell, so einen haben wir doch gar nicht. Der ist von uns. Ja, war eh nur noch ein Rest. Danke. Ja, geh weiter, Maxl. Hock dich her. Muss dich doch stärken. Hast du gerade schwer gearbeitet? Was, der Maxl? Ja. Ich hab gerade ein ganzes Schwein gefüttert. Geh weiter, hock dich her. Danke, Bauer. Ich hab keinen Hunger. Ich hab keinen Hunger. Also, Ich darf mich lieber umziehen zur Kirche. ja, von mir aus. Ja, was ist, Maxl? Willst du nix von den Kräucherten? Nein, ich zieh mich lieber um, Dankeschön. Ein Greichers. Hey. Ist das auch für ihn? Ja, ja bitte, greifen Sie zu. Ja, das machen wir doch. Was ist mit dir? Hast du auch einen Wehgang? Nein, nur schlecht schlafen, Vater. Feit sie nix. Bohnenkaffee. Auch Frau Fuchs. Wir sind ja noch gar nicht zum Reden gekommen, weil sie zwei gleich schlafen gegangen sind. Die Buben haben ihren Geiwagerl noch zum Wagen gebracht und der hat gesagt, dass es bis morgen Mittag fertig macht. Ja, das ist ja wunderbar.
Wollen Sie noch einen Kaffee? Mhm. Ja, dann könnten wir ja bis abends schon wieder in Vogtereuth sein. Ja. Na, freilich. Wo kommen Sie eigentlich her? Ja, wenn man fragen darf. Wir kommen aus Beildorf. Das ist in der Nähe von Würzburg. Mein Mann hat dort eine Pfarrei geleitet. Ihr Mann? Ja, mein Mann war Pastor. Pastor? Das ist ein evangelischer Pfarrervater, den darf er heiraten. Ja, das weiß ich selber. Aber wieso war? Mein Mann ist vor einem halben Jahr verstorben. Ah, das tut mir leid. Ja, und nachdem dann der neue Pastor für uns keine Verwendung hatte, haben wir beschlossen, dass wir nach Vogtereuth ziehen. In Ihr Elternhaus? Ja, zu meinem Bruder. Dort können wir wohnen und arbeiten. Aha. Ja, so ist es. Jesus! Das wird man beinahe übersehen. Wir müssen uns für die Kirche fertig machen. Zeit ist. Dankeschön für das gute Frühstück, gell? Gern geschehen. Was ist mit dir, Andreas? Kirche? Nein, ich kann nicht, Vater, mir tut der Hax, aber ich bleib daheim und der Haushirten. Ja, von mir aus. Und Sie? Gingen Sie mit? Ich glaube nicht, dass Sie sich damit einen Gefallen tun würden, Herr Häusler. Warum? Na, wenn Sie zwei Protestantinnen in ein katholisches Gotteshaus mitnehmen würden? An das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Wenn ich ehrlich bin, Sie sind die ersten Evangelischen, die ich kenne. Ich habe mir die immer anders vorgestellt. So, wie denn? Ja, anders halt. Verstehe. Ja, aber jetzt beeilen Sie sich. Nicht, dass Sie unsertwegen noch einen Gottesdienst versäumen. Also, ja. Und Sie gingen Sie am Sonntag nicht in die Kirche? Gewöhnlich gehen wir Protestanten am Sonntag auch in die Kirche, aber in Ermangelung eines evangelischen Gotteshauses werden wir heute in unserer Kammer drum beten müssen. Aber der liebe Gott wird uns das sicher nachsehen. In der Kammer? Nein, das machen Sie nicht. Schauen Sie. Wir haben da hinterm Haus eine eigene kleine Kapelle. Da können Sie hingehen, wenn Sie wollen. Eine Kapelle? Ja, die habe ich für meine verstorbene Frau gebaut. Ja, also, das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Häusler, aber nicht, dass Sie deshalb Ärger bekommen. Ach, da pfeife ich drauf. So. Glauben Sie mir's nicht. Und zum Beweis gehe ich jetzt mit einer und nicht in die Kirche. Das heißt, wenn es ja nicht recht ist. Mein lieber Herr Häusler, in dieser Angelegenheit sind wir Protestanten wesentlich toleranter. Also, Also, Mutter, Konstanze? ich bleib hier und mach die Küche, ja? Frau Protestantin, Herr Katholik? Sie können einfach auch ganz gern mitgehen. Ich kenn ganz gut ein Lordsrecht. Das glaube ich Ihnen. Aber hier gibt es noch einiges zu tun. Aha. Ja. Oh, ja. Ja. So, Bruder, jetzt gehe ich in die Kirche, dann zum Frühschoppen und dann zu meiner Froni. Ja, viel Spaß. Den wir ich haben. Vierte. Süßbauer, du bist doch noch gar nicht umgezogen. Gehst du heute nicht? Nein, ich kann nicht, mir tut der Hax so weh. Oh, das ist aber blöd, gell? Ja, saublöd, glaubst du das? Ich hück da herin umeinander und der Theo. Kann ungehindert in Angriff gehen, um die Wette zu gewinnen. Hätte ich bloß nicht eingeschlagen. Sag einmal, wie weit ist der Theo schon mit seiner Froni? Naja, Gspusi ist halt. So wie bei meiner Traudl auch. Ja, dann hat er die Nasenfahren dran, weil er ganz klar im Vorteil ist. Ja, und ich kann überhaupt nichts machen. Ja, man müsste halt schauen, dass er nicht im Vorteil war. Wie meinst du das, Maxl? Ja, das, wenn ich wüsste. Maxl, du Maxl, pass auf. Wenn du das hinkriegst, dass der Theo bei seiner Froni nicht landen kann, dann kriegst du von mir eine Kistel Zigarren. Zigarren? Brauche ich nicht. Was? Nein? Ja, dann, pass auf, dann kriegst du von mir jeden Sonntag beim Wirt ein Maß Bier. Ein Maß? Ein Maß. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag. Wie lang?
Lebenslang. Ah, das passt. Ja und? Maxel, was machst du? Das weiß ich noch nicht. Aber mir wird schon was einfallen. Maxel, streng dich an. Ja, das darf ich ja gern, aber auf gestern auf ist das nicht so einfach. Morgen Ja, guten Morgen, ja. ist der Bauer noch da. Fällt ihm was? Ist er krank? Wieso? Ja, weil ich in der Kirche bloß einen Theo gesehen hab. Was ist denn mit dir passiert? Ja, also... Ja, also ich hab in der Kirche bloß einen Theo gesehen, gell? Wo ist er denn, der Bauer? Der Theo. Weißt du überhaupt das Neueste schon? Was? Dass der Theo jetzt doch keinen neuen Traktor kaufen will. Was? Ja, du, gerade vorhin hat er's gesagt, dass ihm ein Rost doch lieber ist, als für so ein gestingerter Traktor. Das hat der gesagt. Freilich, gell, Bauer? Ja, das hat der Theo gesagt. Ja, aber das kann er doch nicht machen. Den hab ich doch schon bestellt. Da komm ja ich in Repression. Ja, die sind wir los, ja. Jawohl. Also, Maxel, gell, denk noch, wegen dem Theo und seiner Froni. Ja. Du, und nach der Kirche, da schau schnell bei meiner Traudel vorbei und sagst dir einen schönen Gruß. Verzeihst dir, was mir mit meinem Hax passiert ist und sag ihr, ich komm zu ihr, sobald es mir mit dem Haxen besser geht. Ist schon recht, Bauer. Mach ich, gell? Ja. Musst dich verlassen. Ja, der Maxel, glaubst du das? Ha, ein Liebsbürscher. Wenn es nicht gab, dann müsste man direkt erfinden, ja. Tut's noch arg weh? Also, wenn ich ehrlich bin, dann ist es mir schon mal besser gegangen. Stört es Sie, wenn ich Ihnen etwas Gesellschaft leiste? Aber woher? Überhaupt gar nicht, nein. Nein, gar nicht. Jetzt, wo alles passt, ja. Wie? Mit dem Hax, meine ich mit dem Hax. Oh, na ja. In ein paar Tagen, da geht es dann schon wieder. Was machen Sie denn da? Irgendwer hat angefangen, da die Kartoffeln zu schälen. Sehr schlampig übrigens. Das war der Maxel, gestern. Ah. Ja, die Stasi, unser letzte Magd, ist ausgestanden und da hätte er kochen sollen. Aber wir sind ja dann zum Wirt gegangen. Von dem Sie dann ziemlich angeheitert heimkommen sind. Geh, wir waren doch nicht angeheitert. Nicht? Wir haben einen fetzen Rausch gehabt. Na, das erklärt natürlich einiges. So, aha. Und was denn zum Beispiel? Zum Beispiel Ihren konsternierten Gesichtsausdruck, als Sie uns das erste Mal gesehen haben. War der konsterniert? Ich hab gemeint, wir haben einfach bloß blöd geschaut. Oh, ja. Ja. Wieso haben Sie eigentlich keine anderen Dienstboten? Außer an Maxel. Oh mei, das ist, ja, wie soll ich sagen? Das ist, weil mein Bruder und ich, weil uns wir nicht einig sind, wie der Hof geführt werden soll. Wer bekommt denn einmal den Hof? Er? Nein. Dann also Sie. Naja, das ist nicht gewiss. Wieso? Schauen Sie, wir sind Zwillinge. Und es weiß keiner, wer der wirklich Ältere ist. Und darum lässt sich ja keiner vom anderen was sagen. Und ein ewiger Streit um alles und jenes ist die Folge, den kein Dienstboot auf Dauer aushält. Ja, richtig, genau. Der spielt aber auch komplett. Sie, der möchte einen Traktor her da und die Rösser dafür wecken. Oh, also das wäre ein Jammer schon. Das sag ich auch. Das ist ein Dreiklang-Tabak, oder? Ja, genau. Den hat mein Vater auch immer geraucht. Ach so. Wann ist denn Ihre Mutter gestorben? Und das, ja, das ist jetzt gute 10 Jahre her. War eine schwere Zeit. Besonders für den Vater. Das glaube ich. Bei meiner Mutter war es genauso. Mei. Aber so ist halt das Leben, gell? Ja, so ist das Leben, ja. Übrigens, vielen Dank, dass Sie meinen Fuß so schön verarztet haben, Frau Tierdoktor. Keine Ursachen. Ich hoffe, es hilft. Ja, und wir? Ich fühle mich wie der bandagierter Gaul. Sie sagen, Sie studieren wirklich Tiermedizin? Ja. Aber in Bayern geht's leider noch nicht. Noch nicht. Ach so? Ja, in Württemberg zum Beispiel. Da habe ich 4 Semester lang studiert. Da dürfen Frauen promovieren. Promo was?
studieren und einen Doktortitel machen. Allerdings nur mit Genehmigung des Landtags. Ach so. Ja, aber nachdem der Prinzregent im Juni die Tiermedizinische Fakultät in München eingeweiht hat, Ja, stimmt. Das habe ich gelesen. dauert's bestimmt nimmer lang und wir Frauen haben die gleichen Rechte wie ihr Männer. Ja, um Gottes Willen. Ja, das ging ja gerade noch ab. So? Haben Sie da vielleicht irgendwas dagegen, Herr Häusler? Ja, und wir? Ein Weib gehört hinter'n Herd. Gehört sie nicht? Gehört sie schon. Gehört sie nicht? Gehört sie schon. Gehört sie nicht? Gehört sie schon. Gehört sie nicht? So, jetzt haben's alles gesehen, Frau Fuchs. Ja, also, ich muss schon sagen, ein stattliches Anwesen, wirklich. Und schöne Rösser haben's. Die haben wir. Der Andreas möchte gern umstellen auf Friesen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf Friesen? Ja, da kennt ihr die Konstanze aus? Gell, Konstanze? Was? Der Herr Häusler möchte gern umstellen auf Friesen. Weiß aber nicht recht, was machen soll. Du kennst dich doch da aus damit. Ja, natürlich, natürlich. Ja, unser Nachbar hat solche Rösser gehabt. Wirklich? Hast du das gehört, Andreas? Das Fräulein Konstanze kennt sich aus mit den Friesen. So. Aha, ja. Ja, aber ich zieh mich jetzt einmal um, Vater, auf Sonntag. Was machst denn du da? Ich hab die Kartoffeln fertig geschält. Die von gestern. Die vom Maxel. Ja. Also, glaubst du, dass euch zwei kann man dringend da bei uns brauchen? Was ist? Muss nicht einstehen. Ich zahl nicht schlecht. Danke für das Angebot, Herr Häusler, aber mein Bruder, der rechnet fest mit uns. Ah ja, da hab ich gar nicht dran gedacht. Ja, leider habe ich jetzt keine Magd, der ich einen schönen Braten auf Mittag anschaffen könnte. Ja, aber Sie haben doch uns. Ja, wenn Sie das Risiko eingehen, wir zwei, wir kochen gern ein schönes Mittagessen für Sie. Das Risiko gehe ich nur allzu gern ein, Frau Fuchs. Surfleisch war im Keller. Also, gut, auf geht's. Danke. Bitte, gern geschehen. Mandal, du herzigs liebst Mandal, bist doch ein fesches Mannsbeinandal. Andal, du herzigs liebst Mandal, Andal, du herzigs liebst Mandal. Fühlt dich nicht, Was? dass du ein liebsherziges Mandal bist. Was? So? Ja, Herr Häusler, das Fleisch habe ich gefunden. Was soll ich denn machen damit? das überlasse ich ganz gerne, Frau Fuchs. Gut, dann werde ich Sie überraschen. Was? Die tut uns überraschen. Wir denn? Maxl, die zwei Damen, die kochen heute für uns. Ah, das ist gut. Ja, das finde ich auch. Du, die sind wirklich nett, die zwei. Finde ich auch. Die sollten für ganz da bleiben. Finde ich auch. Wie meinst du das? Als Mägd, Bauer. Natürlich nur als Mägd. Ja, als Mägd. Das war gut. Aber leider ist ja der Wagerl morgen fertig und dann fahren sie wieder. Ja, leider. Du, Bauer, Was? wenn das Wagerl jetzt aber morgen nicht fertig wäre, dann Dann? müssten sie noch ein bisschen da bleiben, oder? Genau. Da müssen sie noch ein bisschen da bleiben. Vielleicht bis übermorgen. Oder bis nächste Woche. Oder für ganz. Oder für. Wie meinst du das, Maxl? Hey, Bauer, so wie dir zwei zugelangen können, das sind doch die ideal für uns. Oder? Du, Maxl, kannst du vielleicht. Ich weiß schon. Maxl, geh lieber zum Wanger und sag ihm, er soll sich mit dem Wagerl richten, nur ein paar Tage Zeit lassen.
Richtig. Richtig. Da hast du Magel. Vergeht's gut, Bauer? Aber das muss geheim bleiben, gell? Sag's am Wagner, ja? Freilich, geheim. Gut, ich geh mir jetzt umziehen. Du hast einen Traktor bestellt und den musst du jetzt auch nehmen. Ich hab gar nichts bestellt. Ich hab zu dir gesagt, es kommt der Traktor her, wenn ich da mal der Bauer bin. Ja, du bist doch der Bauer. Oder nicht, Maxel? Freilich ist er der Bauer. Geh Schmarrn. Nix Schmarrn. Ich hab extra bei meinem Vetter in Michigan einen bestellt und den musst du jetzt auch nehmen. Schau her, dafür brauchst du doch keine Resser mehr her tun. Ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, dass ich gewiss keine neuen Resser mehr her tue. Ja, weil du dann einen Traktor hast. Schau doch mal her, Theo. Schau mal, dies ist er, dein Traktor. Ha? Schön. Was, das ist er? Ja, ein MC Kornig. 14 Horsepower. 14? Ja, Horsepower. Ja. Was ist denn das? weiß ich nicht, aber muss was ganz gut sein. Mein Maxel, das war schon was, ha? Da gang als Haie fahren dreimal so schnell. Dreimal, viermal so schnell ging das. Was viermal so schnell? Bauer, der Traktor muss her. Dann sind wir schneller mit der Arbeit fertig und ich hab früher Feierabend. Ja, von wegen. Dann haben wir mehr Zeit für andere Arbeit. Genau. Also, dann brauchen wir keinen Traktor. Da schau her, Theo, so schön ist er, dein Traktor. Ha? Ja. Aber ich muss erst mit dem Vater reden. Du musst ihn nehmen, sonst komme ich doch in Repression. In was? In Repression. Das heißt so viel, dass ich... Oh, entschuldigen Sie, ich wollte nicht stören. Grüß Gott. Grüß Gott. Meine Mutter lässt fragen, ob wir zum Braten Kartoffelklöß machen sollen. Glöß? Kartoffelknödel. Bei uns in Franken ist das so üblich. In Franken? Ja. Ist nicht recht? Ja, doch, doch. Wir freuen uns schon drauf. Freilich. Und wir? Gut, gut. Also, Wer war jetzt das? Das ist ein Besuch. Ein Besuch? Ja, die fahren morgen schon wieder. Aha. Ja, die sind auf Durchreise und haben bei einem Geiwagen einen Achsbruch gehabt. Und weil es gestern schon so spät war, hat er eine Pause übernachten bei uns angeboten. Der Bauer? Welcher? Der Vater. Interessant. Und das war jetzt die Tochter? Ja. Und die Mutter? Schaut die auch so sauber aus? Ja. Und morgen fahren sie wieder? Ja. Dann ist schon gut. Also, was ist jetzt, Theo? Du musst ihn nehmen. Ich brauche aber für eine Anzahlung, gell? Jetzt pass mal auf, Kramerin. Nix Kramerin, Kolonialwarenhändlerin. Morgen kriege ich meine erste große Lieferung. Ja, von mir aus. Also, ich rede mit dem Vater. Und jetzt muss ich erst einmal in den Stall nach der Heidi schauen. Die hat gestern gehalbert. Schöner Sonntag noch, Kramerin. Kolonialwaren. Du, jetzt sag einmal. Was gibt's jetzt eigentlich ab morgen alles bei dir? Alles. Gewürze, Kaffee, Kokosnüsse, Bananen. Sklavinnen auch? Geschnorren. Und was ist das andere? Das Koko? Kokosnüsse und Bananen. Schmecken die? Ja, freilich gut auch noch. Weißt du was? Ich bring dir morgen welche mit, dann kannst du das gleich probieren, gell? Ja, das machst du. Warum eigentlich? Ja, mei, ich schau halt auf dich, gell? Wie du auf mich schaust, Maxl. Ah, verstehe. Wegen am Bauern und so. Wegen am Bauern. Und so, gell? Streng dich an, Maxl. Jawohl, Kramerin, Handlerin, mach ich. Ah, der Maxl. Du Maxl, gell? Wegen Theo und seiner Froni und so. Streng die an. Freilich, Bauer, mach ich. Du, Maxl, vergiss nicht der Wagner und so. Also, streng dich an. Freilich, Bauer, mach ich. Aber das, meine, wären anstrengende Zeiten.
So, Mutter, das wär's jetzt dann. Ja, fehlt nur noch die Milch. Was für ein wunderschöner Tag heute. Ja, gerade recht zum Verreisen. So, da ist die Milli. Danke, Maxel. Bist du schon fertig? Ja, schon. Ui, ein Marmelade. Nein. Da warten wir, bis alle da sind, gell? Maxel! Ja, Bauer. Gib mir Rohstall, ich brauch die. Ja, Bauer. Ja, Maxel, geh weiter, wo bleibst du denn so lange? Du musst mir helfen. Ich konnte noch nicht gescheit hatschen. Du, das geht gerade nicht, Bauer, weil ich muss schon an Theo helfen. Du musst gar nichts, da geh her. Ja, aber Bauer. Maxel, wo bleibst du so lang? Ja, ich wollte... Ein Maxel brauch ich, Kim Maxel. Aber... Ja, such doch jemand anderes. Geh Ja, weiter. wart. Der Maxel, jetzt geht's zu, Kim. Der Maxel geht mit mir, verstanden? Ich bin da der Bauer. Maxel, Du bist doch nicht der Bauer. Maxel, Ja, aber... jetzt klangt's mal langsam mit dir. mir auch. Oh, aber Bauer... Kannst mir lieber. Pass halt auf, du Depp! Oh, Hornochs Luftgesichter. Hey, Entschuldigung, Bauern. Geh mal aus die Augen, du! Ja, aber schnell, mir auch. Ich glaube, ich habe mal kommen zum... Der Maxel, glaubst du's? Irgendwann der Schlag ihn. Oh. Ich helfe dir dabei. Oh je. Tut's doch arg weh? Es geht schon wieder. Was war denn los? Der Maxel. Was hat er denn gemacht? Ah, was? Seid schon fertig? Ja, fix und fertig. Ah, Zeitung. Dankeschön. Gut, dann fangen wir an. Wo ist denn der Maxel? Der rammt gerade seine Kammer zusammen. Was? Ah, verstehe. Maxel, komm runter! Millisoppen! Bauer, weißt du, ich hab eigentlich gerade gar keinen so einen Hunger. Brauchst keine Angst haben. Ach so, dann hab ich schon einen Hunger. Aber gehen wir ja nichts nachher. So, dann greifen wir's zu. Da habt ihr heute ein schönes Wetter zum Fahren. Ja, das haben wir. Wie lange glauben Sie denn, dass brauchen bis Vogtereit? Ja, so in 6 Stunden müssten wir es schaffen. Gell, Konstanze? Na ja, längstens. Was ist denn das eigentlich für ein Ros? Ist das ein Freiberger? Na, das ist ein Ardener. Ein Däner? Den hat mein seliger Mann noch gekauft. Der Pastor? Ja, der Pastor. Sie, sag einmal, Frau Fuchs, also ich möchte ja nicht neugierig sein, aber wie kommt jetzt eine Bauerntochter von Vogterei dazu, dass sie einen fränkischen Pastor heiratet? Magst du? Lassen Sie ihn doch. Das werde öfter gefragt. Und? Wissen Sie, als junges Mädel, da war ich beim Kommerzienrat von Fink in Rosenheim im Dienst. Ah. Ja, und das war ein Studienkollege meines Mannes. Oh. Und als der dann beim Herrn Kommerzienrat auf Besuch war, da... Verstehe. Da hat er gleich geschnappt. Maxel. Mitgenommen, mein ich. Nein, nicht gleich. Ach so. Geht das überhaupt? Was? Das Mitnehmen? Na, dass man einfach so einen Pastor heiratet. Ich meine, sie waren doch bestimmt katholisch. Mein Gott, da hat sich konfitürt, oder? Ja, genau, Maxel, das hab ich. Konvertiert. Sag ich doch. Also, Brum, jetzt hast du dann hingegangen. Der Zanker gekriegt und das Wagel von der Frau Fuchs geholt. Und am Nachmittag, da wirst du ins Holz. Ist schon recht. Wollen Sie noch was? Ja, gern. Ja, danke. Ja, dann haben wir vielen Dank, Herr Häusler, dass Sie uns so nett aufgenommen haben. Das ist wirklich gern geschehen, Frau Fuchs. Also, das könnt ihr jederzeit wieder machen. Was? Und dass ihr einen Achsbruch habt bei uns? So, das ist vielleicht einer der Max. So einen guten Braten hab ich überhaupt nicht mehr gegessen. So gut ist es uns schon lange nicht mehr gegangen.
Gell, Bauer? Was, so spät ist schon? Also, Leute, machen wir es so. Theo, du hilfst mir beim Zaun hinterm Haus. Gell, Theo? Was? Ja, ja. Und du, Maxl, du führst das Ross von der Frau Fuchs zum Wagner und fragst nach dem Geiwagen. Wenn's fertig ist, bringst du das gleich her. Mach ich, Bauer. Darf ich gerade noch schnell fertig essen, bevor ich zum Wagner gehe? Ja, freilich, freilich. Und was ist mit dir? Kannst immer noch nicht hatschen. Nein, nicht gescheit, Vater. Ah, gut, dann bleibst du da. Und du hast das Komet fetten. Der Maxl sollst du bringen. Ja, mach ich, Bauer. Gut, dann greift mir an. Da, stellt euch das einmal vor. In der königlichen Haupt- und Residenzstadt München kommt es aufgrund der hohen Fleischpreise vermehrt zu Hunde- und Katzendiebstählen. Auch der Verkauf von Pferdefleisch erlebt einen kräftigen Aufschwung. Ja, verrückt. Essen die wirklich Hund und Katzen, Münchner? Ja, die armen Leute scheinbar schon. Sind wir froh, dass wir da am Land leben. Also packen wir's. Also, Maxl, ich gehe zum Wagner und du hilfst dem Vater. Was? Aber der Bauer hat doch gerade gesagt, dass... Und jetzt sag ich dir, dass ich zum Wagner geht und du dem Vater hilfst, verstanden? Ja, Und jetzt holst du das Kommen für den Andreas. ja, mach ich, Bauer. So? Wieso gehst jetzt du zum Wagner, hä? Ah, hast Angst, dass dir die Zaunlatten schwer werden, hä? Nein, aber neben dem Wagner, da wohnt mein Froni. Und der werde bei der Gelegenheit gleich mal Grüß Gott sagen oder so. Ja, Bruder, blöd, dass du nicht hatschen kannst, gell? Aber ich werde der Traudland schöner Gruß von dir ausrichten. Was meint ihr denn? Ah, nix, der spinnt. Oh, ja. Ja. Na. Tja. So, Bauer, da ist jetzt das Komet. Ist der Theo schon fort zum Wagner? Ja, und zu seiner Froni. Rechne nicht auf, Bauer. Der wird kein Glück haben bei seiner Froni. Wieso? Weil ihr, wie ich es heute in der Früh zufällig auf dem Anger getroffen hab, gesagt hab, dass der Theo eine andere hat. Was? Das hast du gesagt? Ja, nicht so direkt. Diplomatisch, verstehst du? Also glaubst du das, ha? Du bist vielleicht ein Hundling, ha? Ja, ich muss ja was tun für meine Maske, gell? Jesus, die 100. Wiesen. Fahren wir dann auf, Bauer? Mein Maxl, geh. Was möchtest denn du auf der Wiesen drum, ha? Du hast ja nie einen Knopf, gell? Ich hab ein ganzes Markel. Und das kann ich verbrassen, wie ich mag. Ja, das wird aber ein kleiner Rausch. Nein, ich fahre nicht wegen dem Bieren auf, sondern weil ich das einmal sehen möchte. Die Viertel, die Leute, die Karussell. Du, ich war einmal drum, vor etlichen Jahren. Und? Ah, da sind wir Toboggan gefahren. Toboggan. Was ist denn das? Ganz eine alte Rutschen, ja. Du, und da waren wir noch beim Schichtel. Meinst du, da war's lustig. Da war eine Hinrichtung. Was? Ja, da ist einer aus dem Publikum vor unsere Augen geköpft worden. Und hat man das gesehen? Ja, freilich. Ja, und war der noch hin? Nein, dann hat man seinen Kopf wieder aufgesetzt, dann hat er wieder weitergelebt. Geh, Bauer, du hältst mich zum Narren. Nein, das war schon wirklich so, glaub mir's. Du, sag einmal, bist du eigentlich nicht recht müde heute? Wieso? Und ich mein bloß. Weißt du, die halbe die Nacht auf der Hausbank gesessen, bis du geratscht hast? Mit dem Fräulein Konstanze? Hast du das gehört? Freilich, ist ja direkt unter meinem Kammerfenster, die Hausbank. Ja, weißt, ja, mir hat der Hack so weh, darum habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können. So. Der Hax. Und? Das Fräulein Konstanze? Die hat wegen dem Mond die ganze Nacht nicht schlafen können. So. Wegen dem Mond.
Hast du gehört, von was wir geredet haben? Nein. Aber meinst du, dass ein Pferdezug bei uns da herausgeht? Theo! Wo bleibst du denn, Theo? Der Theo hat gesagt, dass er zum Wagner übergeht und dass ich dir helfen soll bauen. Was? Ja, wirklich bauen. Gell, bauen? Ja, das hat der Theo gesagt. Ja, er hat gesagt, ich soll dir helfen bauen. Gell, bauen? Ich hab doch zu dir gesagt, du sollst übergehen, du Himmel, her, du Sakra. Ja, dann reim ich halt meine Kammer zusammen. Nein, geh noch mit, ein bisschen wirst du mir schon helfen können. Freilich, bauen. Ich helfe dir so, dass du deine wahre Freude an mir hast. Ja, das befürchte ich auch. Mein Gott, das ist ja leer. Ah, die schaut der Maxl einmal wieder gleich da. Ja. Hoppala. Andreas, Entschuldigung. Nein, nichts passiert, nein. Ich brauch bloß einen Fetten. Bin gleich wieder da, die Damen. Ist ein netter Mann, der Herr Andreas. Finde ich auch. Ja, wir packen jetzt zusammen, damit wir geschickt sind, wenn der Herr Theo mit dem Wagen kommt. Schade, dass wir schon wieder fahren müssen. Ja, können wir denn nicht noch ein paar Tage bleiben? Nein, der Onkel Jo wartet doch auf uns. Es ist halt wegen... Ja? Mutter, schon wie wir uns das erste Mal gesehen haben, da haben wir uns sofort mit jedem Blick verstanden. Und dann auf der Hausbank draußen. Da haben wir uns so gut unterhalten. Und wir wollen Pferde züchten. Und er kann so schön erzählen. Und es gefällt ihm, dass ich Tiermedizin studiere. Und er hat auch überhaupt nichts dagegen, dass ich evangelisch bin. Und dann stell dir vor, er möchte mal so gerne ein Schlenkerle probieren. Und dann hat er mir noch von seinem Großvater erzählt. Ja, was er alles von ihm gelernt hat. Zwecks die Kühe, die Pferd und der Landwirtschaft. Und er hat so wunderschöne Augen. Ja, von wem redst denn du? Mein Anderl. Was? Was vom Anderl? Nein, ich meine natürlich einen Andreas. Ach, der Andreas. So. Ja. Aber meint ihr, dass es ein bisschen schnell geht? Findest du? Bei dir und beim Vater, da war es doch auch Liebe auf den ersten Blick, oder? Ja. Ja, das war's wirklich. Ja, und nach 6 Wochen, da war's doch dann gleich verheiratet. 7. Gut, dann halt 7. Oh, meine Mutter, ich bin einfach so glücklich. Ja, wenn du das bist, dann bin ich doch auch. Und dein Anderl? Natürlich auch. Ja, natürlich. Ja, das ist aber lustig, hä? Ja, ich gehe jetzt fertig Koffer packen. Kommst du mit, Konstanze? Gleich, Mutter. Ist gut. Bis gleich. Anderl. Was meint denn deine Mutter? Ja, ich habe ihr alles gesagt. Was? Was du hast? Ja. Und? Was meinst Sie hat gesagt, du bist ein noch nie dagewesener, unglaublich schrecklicher, Was? liebenswürdiger Mensch. Was? Das hat deine Mutter gesagt. So ähnlich. Weißt du was? Du bist zwar ein ganz schönes Lurderl, du. Und du ein ungehobelter Bauernbursch. Das ist der Vater. Komm, verschwimmt mir. Ha, der braucht uns doch nicht sehen. Bauer, ich guck wie nichts dafür. Du sagst stehen bleiben, hab ich gesagt, bleib stehen. Ja, nie. Dann schlagst du mir das Kreuz ab. Konstanze? Verdient hast das du. Au, tut der Dame weh. Was ist denn passiert? Der Bauer, der möchte mich umbringen. Verdient hast das du. Au. Wie ist denn das passiert? Ja, ich hab einen Bauern aufgehauen. Ein Staat. Au, tut der weh. Lassen Sie mal schauen, Herr Häusler. Ja, zuerst hab ich gesagt, er soll die Latten anheben und ich tu nageln. Aber der hat sich ja so dämlich angestellt, dass ich angekommen hab und er hat genagelt. Und schon beim ersten Nagel kann der Garma. Bauer, ich bitte dich, mach dich nicht unglücklich. Wenn ich auch bloß ein Drittelknecht bin, so ist doch ein ganzer Mord. Ja, aber so schlimm ist es doch gar nicht, Herr Häusler. So
schlimm ist es gar nicht. Aber sau weh tut's. Ja, das vergeht wieder. Meinen's? Ganz bestimmt. Hast du mehr Glück gehabt, Maxl? Dankeschön, Bauer. Und dass du siehst, wie ruhig ich bin. Rahm jetzt gleich mein Kammer zusammen. Da. Das ist vielleicht einer der Maxl. Ja, das kann ich laut sagen. Ja, wo ist denn die Konstanze? Konstanze? Konstanze! Sie fahren jetzt dann, gell? Ja, die Küche ist aufgeräumt, die Betten sind abgezogen und der Rest vom Braten, der ist in der Speis. Vom fränkischen Braten Vom Fränkischen. mit Klöß. Mit Klöß. Schade, dass Sie jetzt schon fahren. Ja, schade, aber Ich war schon Ihr Bruder. Aber Sie könnten doch auch bei mir, ich mein bei uns, arbeiten und leben. Als Wirtschafterin oder so. sind Sie mir nicht böse, Herr Häusler, aber mein Mann ist erst vor einem halben Jahr verstorben. Versteh, das Trauerjahr. Bitte haben Sie einfach Verständnis dafür, dass ich im Moment einfach andere Gedanken im Kopf habe. Natürlich. Entschuldigen Sie bitte schön. Sie brauchen sich doch nicht entschuldigen. Danke noch einmal für die Gastfreundschaft. Gern geschehen. Achtung, die Kramerin kommt. Jesus, was wird denn die schon wieder wollen? Ich pack dann fertig zusammen. Grüß Gott beieinander. Grüß dich. Grüß Gott. Aber lassen Sie eine Zeit. Stör ich? Wenn man es nimmt. Wer war denn das jetzt gerade? Das war die Frau Fuchs. Ah, die vor 2 Tagen mit ihrer Tochter da bei euch gestrandet ist. Genau. Aha. Und heute fahrt's wieder, richtig? Ja, sie packt gerade zusammen, weil jeden Augenblick der Theo mit dem Wagen kommen wird. Aha. Und dann fahrt's wieder. Freilich. Gut. Was willst du überhaupt da, Kramerin? Kolonialwarenhändlerin bitte, gell? Ab heute. da ist meine Karten. Was ist denn das? Visitenkarten. Haben alle wichtigen Geschäftsleute heutzutage. Kolonialwarenhandlung Genoveva Hirtreiter am Anger 7,5 Hupfing. Ha, sauber! Hä? Sagst du auch, Maxl? Was du von mir willst, möchte ich wissen. Was ich von dir will? Sensibilisieren. Ja. Ich möchte dich einladen zur Eröffnung von meinem neuen Geschäft. So, Was ist? Kippst? Und? Was gibt's jetzt noch alles bei dir ab heute? Einen echten Champagner. Und Schmalzbrote. Nein, ich meine, was es in deinem Laden gibt. Mei, alles, was die Kolonien heute so hergeben, gell? Mei, jetzt geht's auf in Hupfing. Da werden die Leute von weit und breit bei mir einkaufen. so meinst du. Ja. Ja, was gibt's da alles bei dir? Sklavinnen nicht bauen. Jetzt hör halt einmal auf. Also zum Beispiel einen deutschen Kaffee aus Deutsch-Ostafrika. Oder holländische Kokosnüsse aus Niederländisch-Indien. Und französische Bananen aus Martinique. Martinique. Was ist denn das? Martinique? Ja. Das ist eine Insel im Meer. Und die Bananen. Bananen. Ja. Das ist französisch. Ja. Und was ist das? Das ist ein Obst. Ganz was Gutes. Aha. Pass auf, ich hab euch was mitgebracht. Da schaut's einmal her. Das da sind Bananen. Das sind Bananen. Ja, das sind's. Gibt's bloß bei mir. Und die kann man essen. Ja, freilich, die sind gut. Ja, wie isst man jetzt nachher die? Beißt man da einfach so runter? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Die schauen ja schon komisch aus. Wir braune Gurken. Bloß weicher sind's. Du, vielleicht muss man's kochen, dass es hart werden. So wie ein Ei. Ich möchte ja so gern wissen, wie das schmeckt. Beiß halt rein, dann weißt du's.
Und das da ist eine Kokosnuss. Ja, verrückt. Mei, ist die groß. Ja, gibt's auch bloß bei mir. Du, was ist das? Das sind Weinperl für einen Kugelhupf. Geh, Anderl, bärig, was ich alles hab. Ja, ganz bärig. Aber ich muss jetzt gehen. Bleib da, Anderl. Weil, weißt du, als Kolonialwarenhändlerin, da muss ich ja schließlich was hermachen, gell? Und da habe ich die Hut mitgebracht. Ha, was meinst du, soll ich den da aufsitzen? Oder vielleicht den da, ha? Was meinst du, wer hat dir gefallen, Anderl? Ja, verrückt. Du schaust ja aus wie eine Gräfin. Ja, mindestens. Oder soll ich vielleicht den da aufsetzen, ha? Korn. Warum? Oh, steh! Wer kommt da? Der Theo kommt. Also, du schaust ja aus wie eine Gräfin. Also, mir hat der am besten gefallen. Ja, du, da ist ja Wasser drin. Wo ist denn der Maxl, ha? Ah, du bist ja. Wie kommst denn du dazu, dass du zu meiner Froni sagst, ich hätte eine andere, ha? Ich reih mein Kammer zusammen. Du bleibst. Eine Antwort möchte ich haben, mein Lieber. Ja, weißt, Herr Bauer, also, das war so. Ja? Also, das... Was hat der Maxl gesagt? Er hat gesagt, schau her, das ist der Beweis. Ja, so erzählst du nur so ein Lug, Ja, ha? mein Gott, nein, ich bin gezwungen worden. Von wem? Vom Geld. Ja, was ist denn da los? Gott sei Dank, dass du da bist, Bauer. Hilf mir, hilf mir. Ich frag dich jetzt zum letzten Mal, wieso sagst du zu meiner Froni, Aua. dass ich eine andere hätte, Aber, ha? also, weißt du, das war so. Also, ich hab, gell? Und er hat. Jetzt seid doch mal stark. Ich verstehe. Das hat dann mein Herr Bruder auch geschafft, dass ich bei der Froni nicht landen kann. Ja, freilich, er ist ja fußlahm. Schlau, Bruder. Aber so gewinnst du die Wette nicht. So nicht. Kann jetzt ich bitte meine Kammer zusammenräumen? Theo, lass dir doch sagen. Von was für einer Wette redst denn du? Ach, Vater, von gar nichts. Ach so. Ist das vielleicht nix, ha? Dass wenn man miteinander ausmacht, wer von uns zwei Brüder als erster heiratet, der kriegt den Hof da. Ist das vielleicht nix, ha? Das habt ihr ausgemacht. Ja, schon, aber... Ja, damit die ewige Streiterei, wer den Hof kriegt, endlich aufhört. Raffiniert. Weil du wegen deinem Fuß nicht zu deiner Traudel hatschen kannst, deswegen hättest du mir einen Maxl auf den Hals. Sehr raffiniert. Komm, Mutter, lass uns fahren. Konstanze! Konstanze! Komm! Glaubst das? Du bist das blödeste Mannsbild, das umeinander läuft im ganzen Deutschen Reich. Einschließlich der ganzen deutschen Kolonien. Hättest du Depp nicht den Maul halten können, bis die zwei fort sind? Wer? Konstanze! Konstanze! Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Die Traudel war bloß ein Ablenkungsmanöver. Ja, freilich, in Wirklichkeit schnappt sie mir ihr Bruder, das hübsche Fräulein Konstanze. Ja, so kann man natürlich auch eine Wette gewinnen. Konstanze, das ist nicht so, glaub mir's. Ich hab doch an die damische Wette überhaupt nicht mehr gedacht. So, Ja, wie ich die das erste Mal gesehen hab, Da? da hab ich gewusst, dass du die Richtige bist für mich. durch die du dann den Hof bekommst. Nein, natürlich nicht. Herrschaftszeiten, bitte glaub mir doch. Ich will die und nichts anderes. Wenn du willst, dann verzichte ich auf den Hof. Aber bitte, Konstanze, glaub mir. Theo, du kannst den Hof haben, ich schenk den. Hey, so schnell geht das nicht, gell? Auch wenn ich ihn gern hätte, gell? Wir haben einen Wettlaufen. Der, wo als erster heiratet, der kriegt den Hof, kein anderer. Ja, gut, dann heirat die Froni, verstanden? Du da nicht zueinander kommandieren, gell? Das mag ich nicht. Ich heirate, wen ich mag, verstanden? Du heiratst die Froni. Die heirate ich nicht. Du heiratst die Froni. Die heirate ich nicht. Jetzt! Seist du dir von alle guten Geister verlassen? Wieso möchtest denn du Dickschädel deine Froni nicht heiraten? Weil die so zuschlagen tut. Ist mir zu was. Ruhe jetzt! Sich so aufführen von den zwei Damen da. Wieso zwei? Aber Vater... Ruhe jetzt! Bevor ihr euch jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagt, hört's mir einmal zu. Die letzten Tage habe ich auch drüber nachgedacht, wer einmal den Hof kriegen soll. Das braucht's nicht, er kriegt ihn. Das entscheidet immer nur ich, wer den Hof kriegt, ja. Also, ihr seid alle zwei Bauern mit Leib und Seele und jeder hätt's verdient, dass er den Hof kriegt. Du setzt auf die traditionelle Landwirtschaft, wie es wir von unseren Leuten gelernt haben,
und du willst modernisieren. Alles zwei hat seine Berechtigung, drum wird der Hof teilt. Groß genug ist er ja. Was teilen? Wir teilen? Ja, der eine kriegt den Hof da und der andere den Hafendanghof. Was aber der ist ja verpacht. Ja, aber der jede Pacht kann man aufsagen. Grund, Geld und Almer werden teilt. Und für mich gibt's ein Austragshäuserl. Also, was meinst du dazu? Ja. Und die Wett? Die geht nicht. Also, Ich hätte nichts dagegen. Du, Bruder? Ich brauch keinen Hof, wenn ich nicht die richtige Frau dazu hab. Konstanze. Sag was. Also, ich sage, entweder machst du mir da die Tür auf oder du nimmst mir den Koffer da ab. Weil beides kann ich nicht, du Wettkönig. Koffer! Hä? Sag mal, wo ist denn dieser Hafendang? Hafendanghof? Ja, wo ist denn der? Der ist keiner hinten, Ja, ist und der. ist der groß? Du? Ja, ganz groß. Der Adrena? Ja, ja. Schaust du den Andrea so an? Schnappt sie dir so eine Fäsche, glaubst du das? ja, Frau Fuchs, so was ausschaut, kommt doch noch jemand von euch über kurz oder lang da zu uns auf den Hof. Und wie war's mit Erna? Herr Häusler, Sie geben wohl nie auf. Nein, nie. Ja, mei, wir haben uns gesehen und mich. Der Vater auch. Das haben ja der Renz die Fuchsbau. Opa, wer von euch zwei nimmt jetzt nachher mit? Maxl, das soll der Vater entscheiden, wer von uns zwei mit dir gestraft wird. Auf Wiedersehen! Ui, Die fahren schon. ich war eine Strafe, sagt er. Ist das lustig, ha? Was war jetzt das? Du, Kramerin, Kolonialwarenhändlerin. wie lang kriegt sie eigentlich nur mein 10 Kilo? Weil ich mein, deine Heiratspläne mit dem Bauern, die sind ja jetzt gründlich gescheitert. Obwohl ich mich redlich angestrengt hab. Ah, ist das mein Kupplerzigar? Ja, wieso rennt denn der jetzt der anderen nach? Und nicht mir? Nein, denen geht's halt auch alle wie uns zwei. Wir haben uns auch gesehen und mengen.